Hallo. Ähm, ein Video, wie man aus Fotos oder sonstigen Bildern schnell Schwarz-Weiß-Zeichnungen rauszieht. Okay, ich fange mal an. Machen wir eine neue Ebene und fügen ein Foto ein. Ich schalte mal die anderen Ebenen alle ab. Das ist dieses Foto. Man legt eine neue Ebene drüber und ich nehme mir mal hier aus dem Himmel irgendeine Farbe und ich fülle diese Ebene. Und jetzt geht man auf diese Blendmodis und da passiert bei manchen schöne Sachen. Und eine ist zum Beispiel dieses Hartmischen. Die zieht da relativ gut die Konturen raus immer. Wenn man jetzt das so hat, dann kann man ja sagen, naja, okay, ich bin ja noch nicht ganz zufrieden. Und dann geht man hier auf den Zauberstab, auf Farbton, Sättigung und Helligkeit und auf die Ebeneneinstellungen. Und jetzt kann man hier über die Sättigung, kann man hier verschiedene Effekte noch rausziehen und über die Helligkeit. Und wenn man jetzt diese Helligkeit da etwas hochdreht, kommen immer mehr Konturen raus und man kann jetzt hier probieren, über diesen Sättigungsregler auch noch diese Konturen da so zu machen, dass angefällt. Der Farbton kann auch Auswirkungen haben, was dann rauskommt. Im Moment darf man sich vor diesem Blauton oder irgendwas überhaupt nicht stören lassen. Es geht nur darum, dass die Konturen scharf sind, der Hintergrund ist eventuell weg komplett und dann passt es. Und wenn man jetzt das so hat, dann kann man einen Zauberstab wegklicken und man kann auf den Schraubenschlüssel gehen, diese Leinwand kopieren, 3 Finger wischen, einfügen und in den Ebenen, ich schalte jetzt einmal die anderen Ebenen wieder ab, aktiviere ich jetzt diese einzelne Ebene und gehe auf den Zauberstab wieder und mache Farbton, Sättigung, Helligkeit und kann jetzt diesmal diese Sättigung komplett runterdrehen. Dann wird es ein Schwarz-Weiß-Bild. So, ich kann hier auch mit dieser Helligkeit noch ein paar Einstellungen machen. Mir taugt es da aber. Somit ist das da jetzt schwarz-weiß. Mit schön, wo man die Wiese sieht und alles einwandfrei. Und dieses Bild hier, das kann ich jetzt mit 3 Finger wischen, kopieren, eine Maske erstellen, 3 Finger wischen, einfügen und dann kann ich diese Ebenenmaske umkehren. Und dann dieses hier zusammenzwicken und somit habe ich ein transparentes Schwarz-Weiß-Bild. Ja. Und müsste ganz gut sein. Falls da irgendwas jetzt noch drauf ist, irgendwelche Schlieren oder irgendwas, kann man diesen Schritt da, diesen letzten nochmal wiederholen. So. Löschen, löschen, löschen. Und jetzt kann man es mal nochmal probieren mit mit so einem Bild. Ich schnapp mir jetzt mal hier einen Farbton aus dem Hintergrund, erstelle Ebene drüber, Ebene füllen, gehe wieder auf diesen Hartmischen, auf diese Hartmischen-Ebene und kann wieder über den Farbton und das hier wieder Einstellungen machen, was ich alles haben will. Das eignet sich auch sehr gut für
für diese Comic-Sachen, wenn man machen möchte. Wenn man sagt, okay, jetzt habe ich schon meine Farbfelder, wo ich haben möchte, dann kann ich hier die Leinwand wieder kopieren, 3 Finger wischen, einfügen, Farbton, Sättigung ändern und es schwarz-weiß machen. Ja. Und somit habe ich schon dieses Comichafte da ein wenig vorher einfach ein wenig rausgezogen. Man kann auch viel mehr probieren, aber manchmal sind diese Sachen eigentlich schon ausreichend. Wenn man jetzt, man kann ja jetzt hier dann, man hat viel größere Farbflächen. Wenn man jetzt hier manche Sachen, wenn man jetzt hier was auswählt und es ausschneidet, dann sieht man schon, das wäre jetzt die Sache ohne Hintergrund. Oder man schneidet das da noch weg. Dann kann man den Hintergrund einmal wieder einblenden. Der ist jetzt zwar nicht weiß, aber dann gibt es schöne Grafikeffekte. Vielleicht gefällt es ja jemandem. Also tschüss.